mittig mir der neue Regierungsrat, wo ich mit den Regierungsmembern eine Chance hat, selbstverständlich über die Covid-Situation da auch unzufangen, über die Situation am Moment. Wir kommen, wenn in Wochen guckt, an Moyenne, die man mehr raufgehen, den generellen Tod der Positivität leid an dieser Woche, an der Moyenne, bis bei 0,50%. Ich meine, muss bald gleich am Sommer so ein Tod sicher gehen. Parametern, ob so 100.000 Einwohner gerechnet gehen, die Unzahl von den Leuten an den Spitälern geht auch rauf. Als erster, wie gesagt, positiv, aber wir machen Fortschritte an die richtige Richtung. Ich sollte mir machen Fortschritte an die richtige Richtung. Ich habe nicht gleich schon gesagt, wir sind noch nicht aus der Situation heraus. Wir sehen auch, dass die indische Variante präsent ist am Grand Duché. Wir zählen, weisen aber, dass für allem die Impfen wirklich hilft. Wir sehen nämlich bei den fertigsten geimpften Alterskategorien leidt den Todepositivität zwischen 0,1 bis 0,3%, wird wirklich auch encourageant. Also wir gesehen an dem selbsten Fall, dass die Zahl von den Leuten, die sich neu stehen, Neuinfektionen auch deutlich niedriger ist bei den Leuten, die auch geimpft sind. Wenn ich von den Impfungen schwätze, bis gestern Abend sind 466.140 Dosen an de Grand Duché geliefert gin, dass sie wachsen fir 239.570 Leiit am Ju bis gëchterowend 423.000 Runden Impfungen gemerk, ganz präzise sie 423.119. Et sinn 263.000 Impfungen als Eichdosis biselo gemerk gin an 160.000 Impfungen auch als Zweitdosis. Mi hunn biselo et fertigspricht, dass man ungefähr bei der Population 18 plus 52% von der Population auch mat enger eischter Dosis konnten impfen. Mi hunn auch letzte Woche bis mehr wie 3.000 Leute können impfen. Wir werden das Woche mit dem Samstagabend inklu bei rund 50.000 Impfungen das Woche auch kommen. Ich weiß, dass wir mehr Potenzial auch haben, für Leute zu impfen, mehr kein Impfstoff, mehr Impfstoff da ist. Da geht es leider nicht. Am Moment haben wir 91,5% auch von den Impfungen, die wir geliefert kriegen, verspritzt. Es geht aber immer dat ich mir hatte nach nie Situation, wo man op enkeier kein Impfstoffe mehr hatten an mir hunn am Moment van der Kalkulmat und rund 40.000 Dosen op Reserve, die gin am nächsten Tag all verbraucht. Mir hun da schon allein 16.000 die Haut am Muwerte verbraucht gin. Den Durchschnittsalter vun de Leute, die geimpft gesinn, leit bei rund 56 Joer an dieser Wochgruten och Bierger zwischen 31 an 33,5 Jahre eine Invitation. Wir sind damit zuversichtlich, dass auch die Invitation für die Leute in 30 Jahren werden rausgehen. Bei den prävisionellen Lieferungen, die wir bislang bestätigt haben, haben wir eigentlich von Pfizer bis den 5. Juli 131.040 Dosen versprochen kriegt, bei AstraZeneca 39.800 bis 1. Juni, bei Moderna 32.400 bis den 15. Juli, aber bei Johnson 12.000 bis 1. Juni. Am Monat Juni ist ein großer Schritt für allem bei Johnson zu gesehen, von dem was engagiert war. Da sind ungefähr 47.000 Dosen Männer, die geliefert gehen. Das ist ganz viel. Das ist ganz viel, muss ich wissen, dass Johnson Jahre One-Shot ist. Das heißt, dass bald 10% am Anfang von unserer Population über 18 Jahre die Männer kann geimpft gehen, diesen Monat, wenn es dem Markt von Lieferation von Johnson. Wir haben im Moment nach keinen Wühen über die Lieferungen, die am Juli werden stattfinden. Vielleicht können sie gewisse Retarnis abgeschafft gehen. Wie mir gut mitgeteilt, dass auch Probleme bei der Produktion an Amerika so Retard mitzubringen. An einem optimistisches Szenario könnte man davon ausgehen, dass mit Leuten über 18 Jahre rund den 15. Juli alle Guten invitiert könnte sein. Bis der 15. Juli, die Leute über 18 Jahre könnten alle Guten eine Invitation kriegen. Wenn wir ein pessimistisches Szenario kriegen, das heißt, dass wir Männerimpfungen aber geliefert kriegen, da wird das erste
an Juli dann der Fall. Wenn wir bei den Impfungen schwätzen, Punkten den echten als die wisst du, dass den Avis von der Nationaler Ethikskommission auch rauskommen als iwwer eng eventuell Impfpriorisierung, an den Nummer 8 Moien am Regierungsrat diskutiert und analysiert, an sind zu Konklusion kommt, dass eng Priorisierung für verschiedene Berufsgruppen sich als Staat auch wirklich nicht imposiert. Bei den Werdelechten wëser jo, dats den AstraZeneca biselo jo och Meigkeeten Leiit hatten vun 30 bis 55 Joer den och kënnen ze kreien. Am eg sinn allng van den Total vun den Impfungen vun AstraZeneca guckt, eng 46% vun dee Leiit, die geimpft gesinn mat AstraZeneca durch die volontär Meigkeit durch die Werdelecht och dommer da geimpft gesinn, dat zecht dat sie 27.000 Leiit, die sich gemeldet hun an die och geimpft gin gesinn. Mir hunn haut Moien och am Regierungsrat desideiert, weil wir sind als bewusst, dass am Moment dat man der Ministerschwdrops agoni wat na wie vum CSMI wie och mat den Millionken dann no sollt goen, dass am Moment den AstraZeneca en Impfstoff was den eben och fleisch net vorgem den aller beléisten Impfstoff was awer wirkt, funktioniert an och zu Lützeburg Prünner fond huet. Mir hunn dofir de Moien desideiert fir 2 Impfstoffe, fir den AstraZeneca an fir den Johnson, dats déi ab Moewert lecht och opgoen op impfe.lu die 2 Wachsen ab 18 Joer oni Alterslimit no Uwen werden volontär können benutzt gin. Leiit können sech mo mellen, das am Fong huet den dann de Schwar oder war die sein Tour an der krit in de moderne an Garantie huet huet dat de moderne oder de Pfizer krit oder et meldin sech op de Lëchten an die zielelt fir den Johnson so wie fir den AstraZeneca ab 18 Joer an net mi limitéiert och bis 55 Open End fir die 2 Impfstoffe. Et erlaubt Pursachen. Die Fedro gesot, mir hunn am Moment d'Autorisaioun vun der EMA jo och fir Millionkleit ze impfen, awer mat der Rekommandaioun fir ënner 18 Joer den enschen ass den Pfizer, den am Moment kann dofir benutzt gin. All die Leiit, die Schloheimmellen erläben, dats am vung Medose Pfizer kënne benutzt gin, och fir Jongkleit, erlaubt och, dats den AstraZeneca an den Johnson benutzt gëtt. An mi Junio an dem echten G gesinn, dats de Mond ganz grös wären, dat Zitten och all gëtt niwerlächt gisinn. Den Vierdeel ass mi hunn och eng Gëtsch vu Leiit, die eis mat gedeelt hunn, dat den Tour verpasst hunn, dass sie demos net wollte geimpft gin, haut awer wëlle geimpft gin, weil se gesinn, dass durch Dimpfung awer Lesung ass vis-à-vis vun der Sorti vun der Krise fir die eng, fir die Äner, dat Lewe mir einfach mecht, wir können ze resen, wir können an de Restaurant zu goen, an dowe eng Demand och kënnt vu Leiit, die lo net retardatär, mir flecht enger Äner Meinung waren oder Leiit, die wennst eng Disponibilitéit während dessen Zeit net konnte geimpft gin, all die Leiit sich ab Mu de Moie können op impfe.lu mellen an gëtt och first come first served an Leiit hun de Schwar. Sit impfe.lu fën den die 2 Wachsen. Gëtt enker den AstraZeneca an gëtt enker den Johnson. Leiit können sech bei engem mellen, sie können bei denen 2 mellen an gët net penaliséiert, seit verständlich van den noch enger Invitationun geif kree, fir man engem andere Wachsen gewinn nach Rand, dat sie valieren, kann die sei verständlich dann auch die doten Invitationun unhhöhlen. Den Echten, den da versputzket, annuléiert dann automatisch auch den anderen Diana Demont fir können op die Lëcht ze kommen. Also 2 Lëchten ab Mo op freiwilliger Basis, engkeer den Johnson, engkeer den AstraZeneca, et kann den op die eng, et kann den op die Äne an dat ab 18 Joer. Das auch wichtig, den junge Leiit. Hei sind Rekommandationen vun der EMA. Also DEMA seht, ab 18 Joer kann die dote Wachsen auch benutzen. Et erlaubt auch den junge Leiit, die am Moment sech trostelle wenig kommen endlich Stunden iwwer 18 Joer tatsächlich, weil der das eben die Limit auch von der EMA festgehalten hast, dass in denen auch ein Perspektiv kann gehen, für lo nicht an 2 oder 3 Monate recht geimpft können zu gehen oder an paar Wochen, mit lo direkt an auch beim Johnson One-Shot, da ich 2 Wochen dann nur auch gering können zertifiziert zu sehen. Das sind die Punkte, die für uns auch wichtig sind, für das auch weiter könnt mit der Impfung, für das
auch für die Leute, die bislo nicht wollten, nicht konnten, Möglichkeit zu gehen, sich können zu melden, an eben auch für die jungen Leute auch Möglichkeit zu gehen für 400 Vakanz eng Invitation können ze kriegen. Wir sind noch am Gang zu gucken, schüss bei AstraZeneca, weil du wissen wir, dass du auch 2 Impfungen sind an aber auch viel gefroht gött, für das ihn kann mit denen Delayen, die auch do sind, weil man wissen, dass die zweite Impfung riskiert, an der größeren Vakanz zu fallen, dass ein do OTP heute demi lang ist. Wir können de Rendevous auch zu hören, wann die bis fixiert, wann bei der ersten Impfung für zu gucken, wann die nicht do ist, wen dann der dort noch kann organisieren. Wir sind der Meinung, dass der heute auch das hoffen wir mal, wo auch eng Rutsch vu Leiit werden zurückgreifen. An dem Kontext und ich Fedro gesot huet am moment net all Mënsch Mechkeet gehabt geimpft zu gin. Echt Punkt. Den zweite Punkt ist, dass wir wissen, dass am COVID-Check aber méi Freiheiten huet. Wir hatten jo letzte Woche am Regierungsrat auch festgehalten, dass man gefe jo e Bon, dat war die Idee, die man hatte, e Bon könnte machen für die Leute zwischen 6 und 30 Jahren, wir können getestet zu gehen emol. Wir sind uns aber bewusst, dass die Leute zum Beispiel die mit AstraZeneca geimpft gehen oder auch mit Pfizer oder mit Moderna, den nicht der One-Shot ist, dass einfach noch einen ganzen Delay ist, den nicht ermöglicht, gering zu sehen durch Stimpfung, also durch Stimpfung gering zu gehen oder zu sehen, an dass ihn dann eben nach immer rot ist, wenn ihn am Moment nicht die Möglichkeit hat. Da werden wir ab dem 20. Juni auch den LST nicht mehr so funktionieren hun wie am Moment funktioniert. Der Large-Scale-Testing geht funktioniert. Die Idee von dem Bon geht fallen gelos, weil man als bewusst sind, dass ein Kreierfleisch nicht durchgeht. Mit für allem, weil man auch Leute über 30 Jahre haben, die hier zweite Impfung nach nicht kriegt haben, an eben durch den Delay, den sie muss werden, dann am Anfang penalisiert gehen oder wann sie wollen Freiheit kriegen, dann auch noch ein bisschen dafür bezahlen. Weil das Prinzip ist, dass man keine Impfpflicht tun. Aber weil wir der Meinung sind, dass die Leute müssen aber hier Freiheiten können kriegen, aber en Garantie für die anderen Leute auch, dass sie nicht Ustiersperre sind, dass sie gesund sind, dass am Anfang den LST dann die Leute sich können melden, über ihr Matrikül an ihre Mail und dann am Anfang der Rendezvous können fixieren, wenn es ihnen geht. Das System will man beibehalten, für die nächsten Wochen und noch nach Main, für eben bis die Leute die Möglichkeit hatten, geimpft zu gehen, ob man eine Invitation kriegt. Wir merken, dass doch mehr gerecht ist, wie die andere Formulation, und durch den Fakt, dass man die Stationen vom LST auch verteilt durch das Land auch hun an eben Horären hun, die ziemlich flexibel sind, dat auch eng Möglichkeit ist für ganz viele Leute, die nach nicht oder nach nicht ganz geimpft sind, Möglichkeit zu gehen können, dann auch den 2,7 Stunden gering zu sehen. Dann nach 2 Punkten, die eng Ritsch von Eisen Frontalien konzerniert, dass vom Herrn Schneider kurz mitgedeelt, dass mit Deutschland und Frankreich einen informellen Akkord aus für bis den 30. September 2021 auf Verhandlungen läuft, für das offiziell zu kriegen, respektive auch ob den 31. des 12.21 können zu gehen, aber mit der Belge als ein Akkord auch von gehen. An Niveau von dem Teletravail für die Belge Frontalien hat auch den Pierre Gramegna mitgedeelt, dass eine Toleranz administrativ für die Matière fiscale für die Arbeitstage, die von Frontalier Belge zu Lützeburg auch prestiert gehen, als verlängert gehen bis den 3. September 2021. Das ist eine wichtige Information auch für uns Noperen, die bei uns schaffen kommen. Kleine Resümee, also haut den pur avien Madame Gesundheitsminister nach Drop agoen auch für allem beim CSMI, die man ugeholt hun. Der Fakt, dass man kein Vaccin wollen stockieren, wir probieren wirklich Vaccin so viel wie möglich an die Leute zu bringen. Wir sind Resultat von der Vaccination, wir sind mit den Zuhlen, wir sind mit den Intensivbetten. So für ma haut am Moment nach eng Person op Intensivstation eng Person wat wirklich ein encourageant Resultat ass och mat dem COVID-Check Neufreiheiten neid liewen netlächt Forschung gesot, dat eng Sach vun Responsabilitéit, dat eng Sach vun ege Verantwortung. Wir müssen als alle Götte bewusst sinn, dass die Wahlregel sind, dann as eben wir können die Freiheiten auch können zu kreen. An der Lächt werden wir als wirklich nicht wünschen, als nächstes muss Handbremse zeigen.
an es marche arrière mussssen ze machen. An dat können wir verhindern. Dat können wir verhindern, wann man eis ze summen und die Regeln halen. Van matkrit so ja, muss dat da kontrolliert, die muss dat geguckt gehen, kann ich hatte ich Beispiel gehen von den PCR-Tester, die gefälscht gesehen, dat geht lo viel mich schwer, weil du den ja direkt auch hast man COVID-Check mit dann kannst du Apps scannen, Apps fotografieren, an Apps fotokopieren. Debüt aus de konzernierten an die Person mat denen feiert, mat denen lieft, mat denen zu summe könnt, mat denen Ise geht, net a vorzustellen. Ein Restaurateur, den akzeptiert, dass bei ihm Schmu gedriven wird, muss bewusst sein, dass sie die Plätze, wo kein Mask sind, die echt sind, wann es Restriktionen muss geholt gehen, die nicht drinnen werden leiden. Das am Ende von uns alle Guten, dass wir es daran halten, und ich will just daran erinnern, dass auch Strophen für sie sind. Für die Leute, die mengen, dass Fälschungen sollen machen oder Falschdeklarationen sollen machen. Es geht hier ein Effort kollektiv für Solidarität. Es stimmt für ein engem Jahr, da mehr wie engem Jahr, wo man am Anfang von einer Krise war, wo man immer gesagt hat, dass all Einzelnen ein Teil von der Lesung ist. Wir sind nur beim Büt. Wir sehen Zahlen, die raufgehen. Wir sehen Spitäler, und das war ja Dele Depart als Hauptziel, Spitäler, die nicht überlastet sind. Wir haben das an der Hand. Aber wenn die nächsten Wochen, an die nächsten Monate, als nach die neidisch Regeln gehen, für uns und die pure Regeln, die man nach uns erhalten, hoffen wir, dass wir irgendwann diese ganz normales Leben finden. Wir sind schrittweise an normales Leben kommen. Wir machen nichts, wo wir bereuen, an der Nonis neue Restriktionen müssen haben. Das werde ich wirklich keinem wünschen. Und am Gesundheitsminister. Ja, gut, alle gut, denn das eng Evidenz entretemps, dass die Vaccination das war da hilft am schnellsten aus der Krise rauszukommen. Dafür sind wir bemüht, die so schnell wie möglich auch zu deployieren, an allen neuen Schritte, die auch da können geholt gehen, für mehr Leute den Zugang zu gehen, sind gut geholt. Das ist wirklich das effikaz, was wir haben. Und du gesagt, den auch, wie jeder ein Teil vom Ganzen ist, das ist recht, wenn wir alle Guten zu genug wirklich geimpft sind, wo wir den FH haben, und auch alle Guten zusammen an als Freiheiten können kommen. Wir haben heute, das schon gesagt, einen Avis gekriegt vom Conseil supérieur des maladies infectieuses zu einem Thema, aber in dem Kontext auch viel interessiert, das Thema von bei Kanada Jugendlichen. Du wisst, dass die Europäische Medikamentenagenz schon für wer gehen hat für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff für Kanner bis zu 12 Jahren, also ab 12 Jahren an den Ersatz zu holen. Auch das deelt der Conseil supérieur des maladies infectieuses als Ausschätzung, das was man dann auch Werte können machen an absehbarer Zukunft. Für wat man ja weil Kanner auch eben dazu beidrohen, den Virus zu treiben, geht durch Kontakte gedriven, dann kann er in großen jugendlicher Stellen einen großen Teil von der Bevölkerung durch. Wenn man als aktive Infektionen gucken, machen sie entretemps ein Drittel aus. Forcément geht das dann Blut, weil bei den älteren Leuten, die geimpft sind, Infektionen zu finden sind. Das ist also ein Fakt, dass ein Teil von unserer Bevölkerung aus den nach wie vor dann dem Impfgeschehen ausgesetzt, dass an Ort kann weitergehen. Sicher ist es so, dass Kanner Jugendlicher keine große Probabilität für Komplikationen haben, gerade kann er nicht bei Jugendlichen ein bisschen mehr. Das heißt, das auch vom individuellen Standpunkt Risiko, denen über die Impfung der kann entgegenwirken, mit das für allem mit Blick auf die ganze Pandemie ein wichtiger Baustein für auch hier mit der Impfung umzusetzen. Wie gesagt, das nicht, wie keine Komplikationen gibt, man zum Glück nicht viel, vielleicht einfach just auch da, der Bilan, wir hatten Männer wie 1 auf 1000 bei den Kanarischen, die schwere Komplikationen hat, man hatte 7 Hospitalisationen, immerhin aber, und auch 4 Kanner, die müssen auf der Intensivstation behandelt gehen, zum Glück haben wir keinen Todesfall gehabt an diesem Land, das Risiko ist klein, mehr als da. Und das surtout den Benefis für jeden, dass gemeinsam rauskommen aus der Krise, wo auch den heutigen Go, den wir gekriegt haben, andere mehrere Schritte noch viel wert sind, wo man das können mal auflesen lassen an als Impfstrategie. Den zweiten Avis, den wir vier Leute hatten heute Morgen vom Conseil supérieur des maladies infectieuses, der konzerniert die Hypothese, wo in neuerdings halt zu Lützburg als ganz geimpft wird, güllen, nämlich die, wo in
Mix huet vun engker krank gewicht sinn, also e positive PCR-Test an donno just eng Impfdosis an net die 2. Auch do huet den Conseil supérieur des maladies infectieuses dat favorabel gesinn als eng Meiglechkeet de plus den lo durchchten wie kommmers dat ze Richtlinien fir de Leiit ze hëllefen anschätzen, ob es dann lo awer sollen eng zweete Impfung machen oder net. Den Impfschein den Kredit mat enger, da das klar determiniert am Gesetz, wie zum Wort steht. Mit darüber raus kann aber alle Einzelnen sich natürlich vorstellen, ob für hin sinnvoll als Dach nach einer Zweitimpfung zu machen. Dann heißt sie klar, Viergaben lo kommen vom Conseil supérieur des maladies infectieuses, die man können mit den Doktoren lo delen, der das indikiert, wenn ich resümieren, für Leute, die eine spezielle Vulnerabilität tun, aus der Zwischenending eine Indikation, aber für den normalen stieflichen Echter nicht. Das sind Details, das geht hautlos viel an medizinisch dran, wie gesagt, da kommen noch Richtlinien uns Doktoren, dass sie auch die Leute die richtige Beratung können gehen, für zu gucken, ob da im Einzelfall Sinn möchte oder echt nicht Sinn möchte, für eine Zweitimpfung zu machen. An diesem Avis gouf auch eine Richtlinie gehen, wie lange soll aufwarten, nachdem man Covid-positiv war. Du hast auch eine Richtlinie für 4 Wochen umgehen, das heißt, wenn er positiv war und für den noch nicht spezielle Probleme dann wird zu rekommandieren, dass in nur 4 Wochen soll die erste Impfung machen, aber von nicht 4 drin. Das auch etwas nice, dass am bislo immer OK par K mit den Doktoren geguckt gehen, hat ja so eine Richtlinie, die hilft, das ganz mehr zu alignieren, damit verständlich zu machen. Ich gebe vielleicht gerade betreffend den spezifischen neuen Fall, wo ihn als komplett geimpft gilt, ohne eine zweite Dosis gekriegt zu haben. Nach einer Präzision gehen noch zu Göster. Wir hatten viele über die Impfscheine geschwärzt, die entretemps disponibel sind an den Op-My Guichet, die noch geschickt kriegt die Post. Das sind wohl verständlich just die Doppelimpfungen, die klassisch, wie man sie bislang hatten. Das ist so ein neuer Moment, das gilt den als voll geimpft, mit dem Mix von einer Krankgewicht sind an einer Impfung, sicherlich mit der Definition vom Gesetz, was in Kraft tritt. Da sind natürlich Leute, wenn man noch hingucken, die da werden drin aufhören, aber wenn das die neue Definition ist, die kriegen wir so nicht aufhören, dann als Datenbank. Du hast die Rekommendationen, werden noch heute eine spezielle Kommuniqué dazu rausgehen. Die Leute können sich in die Hotline wenden und da wird am Einzelfall geguckt, wie jetzt sich mit ihrem zweiten Rendezvous hat. Da wo ja schon ein zweites Rendezvous den ausgemerkt war. Und du hast Lotlin, die man holen, dass das wirklich am Einzelfall beschwert wird. Das heißt, die Leute sollen sich von Schrift und Hotline wenden, das den 247 6533 als normal Vaccins Hotline, wie gesagt, noch ein Kommuniqué für ihr am Detail dazu kommen. Da wird Martinen zur Summe geguckt, ob sie eine Zweitimpfung wollen oder nicht. Das muss ja auch geklärt gehen. Verschiedene Leute, gerade aufgrund von der Rekommendation, die heute rauskommen vom Conseil supérieur des maladies infectieuses, werden trotzdem hier zweite Impfung wollen, wo haben, andere nicht. Und dafür ist das der beste Weg. Noch nicht genau zu holen, das wird vielleicht eine kleine Rage an den nächsten nächste Woche gehen, ob die Hotline spielen, dafür ein bisschen Geduld. Wir sind der Meinung, dass das effektiv ist, für die Situation aufzudenken, dass man das wirklich Fall für Fall gucken. An Zukunft dran wird das bei der ersten Impfung da beschwert gehen, wenn die Leute an den Impfzentrum kommen, geht das der Standard, wenn sie positive PCR haben, werden sie die mitbringen und dann geht zusammen mit dem Doktor geguckt, ob die Konditionen sind, für just mit engem Rendezvous zu fahren, also für die Zukunft, das ist das ganz unproblematisch, aber für das, was zurückleitet, also am Anfang so komplex, dass es besser ist, Fall für Fall zu gucken, wie Envoien zu machen, und da muss man notzurüsten. Ich wollte auch noch kurz angehen, ob den Large-Scale-Testing, ich meine, da so gespart, geben wir uns eine Reihe Gedanken gemacht, wie man die Regelmäßigkeit vom Testen können beibehalten, gerade bei denen, die eben noch nicht Zugang zur Impfung haben, durch die Probleme, die man bei den Lieferungen einfach noch haben. Ich meine, das auch geduld gehen. Am Moment haben wir ja eine gewisse Regelmäßigkeit über die viel gratis Schnelltester, die rausgegangen sind. Auch da ein kurzen Bilan von den rund 17 Millionen, die man gekauft hatte, sind da schon 14 Millionen ausgeliefert. Das ist wir noch an der Phase, wo man massiv mit gratis Schnelltester funktionieren. Auch an der Schule wird getestet, über den Arbeitsplatz kriegen die Leute. Darüber raus sind wir zur Konklusion gekommen, dass das einfachst wäre, wirklich über das Large-Scale-Testing das zu assurieren. Es geht als darum, die Leute
möglichst schnell geimpft zu kreen, an die nicht können geimpft, die getestet zu kreen, der das wirklich die Sicherheit, die man Loge hätten, auch an dem Covid-Check für die neue Ouvertüren, die man haben, die viel Freiheiten, die man haben, so gut wie möglich zu begleiten. Das heißt, wir werden am Large-Scale-Testing nach einem Echantillon behalten, von rund 3000 Invitationen die Woche, für uns wie global zu halten. Das ist wichtig für die Daten, die wir da entgehen holen. Wir werden noch als Equipe mobilen natürlich beihalten, die Moment an den Altersheimen, an den Pflegestrukturen, da immer mit einer gewissen Regelmäßigkeit aktiv. Mit donierft werden wir wirklich ganz gezielt die erste Approche war für gezielt Invitationen rausgegeben. Nur zur Konklusion kommt das mehr einfach. Wir gehen in Richtung von einem First Come, First Serve, wohin so wollt, das heißt, ab Anfang Juli, spätestens wenn Schule Riveras Wertesystem die sind, da sind einfach kann ein Rendezvous holen am Large-Scale-Testing, da brauche ich just ein Matrikül. An ein Open Bar hat man da den Moment genannt, dass ich wirklich switchen, wäsch von den Invitationen, ob Möglichkeit für jeden, die will getestet gehen, sich über DW testen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass die Leute, die geimpft gehen, das sowieso nicht mehr Werte machen. Und da sind wir bei dem Publikum, den wir eigentlich wollen getestet haben. Und das sind all die, die eben auch noch nicht die Impfung konnten machen. Das heißt, den Modell, den ugeduld ist ein System-Switch. Den genauen Datum werden wir nach kommunizieren, sodass der fließenden Übergang wird gehen, ob den Sommer hin, wo es kann sein Rendezvous so holen, wie es eben passt. Mit einer relativ einfachen Prozedur, mehr ohne die Taschenetappe von der Invitation. Dann auch noch ganz wichtig, am Kader vom Large-Scale-Testing machen wir ja auch die Bluttester für die Antikoren feststellen bei den Leuten. Das werden wir weitermachen, das ist extrem wichtig, das zu suivieren. Da bleiben wir über den Sommer bei dem Rhythmus, den wir hatten, das ist rund 1000 pro Woche, die wir haben für die Evolution hier am Land zu sehen. Das ist gesehen, dass wir für die Rentrée, also 400 Rentrée, das werden verstärkt machen. Das heißt, da werden wir viel mehr Heischfuhren mit den Invitationen für die doten Tester. Ich gebe auch gerne vorgreifen, wir haben viele frohe Gestalt gekriegt, eben justement an dem Kontext, wenn die gelten als geheilt. Für was wir da just den PCR-Test unerkennen als ein Indikateur, dass die Krankheit schon hat, und nicht die Antikoren, muss ich wissen, dass da die Experten sich noch nicht 100% schlüssig sind zu den Antikoren. Das waren lange Diskussionen noch zwischen dem Europaparlament an den EU-Ländern. Der Moment ist noch nicht da, für die Konsequenzen drin zu setzen. Das ist aber extrem wichtig, dass wir weiter darauf schaffen, dass wir weiter suivieren. Am Moment ist den Konsens gewährt par rapport zum europäischen Reglement für ihn als geheilt zu konsiderieren, dass das den PCR-Test aus den Ausschlag geben, dass der positive PCR-Test schaffen nach nicht mit den Antikoren. Das könnte wahrscheinlich da fehlt nach ein bisschen Informationen für die Kriterien sicher zu setzen, weil der genau da müsste zurückhalten als Indikateur. Also das nicht. Also das ist immer sinnvoll, das zu machen, für uns auch ganz von großem Interesse, für das zu suivieren am Kader vom Large-Scale-Testing. Ich gehe davon aus, dass auch das demnächst eine Möglichkeit kann sein, für nachzuweisen, dass ihn eben safe ist, dass ihn Antikoren hat. Heute ist es noch nicht der Fall, eben weil noch nicht der nötige Konsens darunter Front gehen, also eben nicht die nötige wissenschaftliche Basis für es wirklich festzuhalten. Mit das etwas, was wichtig ist, und dafür auch, wie gesagt, das Weiterfeiern von denen Tester. Da kommen auch immer Invitationen dann auch über den Sommer und werden da verstärkt kommen für die Rentrée, dass man durch ja bestmöglich gesehen, wie die Situation hier am Land ausgesehen. So, das ist von meiner Seite. Just noch zwei kleine Präzisionen. Die eine Präzision ist, ein Rutsch vielleicht melden sich, an dem sie so ein DAP geht nicht, dass den QR-Code, den die Leute geschickt haben, der geht mit Covid-Check. Nicht mit dem Guftcheck. Der Guftcheck, wo ja den wir bis hatten, mit das den Covid-Check, den noch mit dem neuen Code funktioniert. Und wie mir Pressekonferenz letzte Woche an den Covid-Check, heute ich schon im App Store, würde ich dann nur die Applikation fand, die Applikation, wo eine Testapplikation erhebt, für Lo sicher zu sein, weil ein Ritsch von Leuten gestorben getestet und da so und so halt das nicht gegangen. Am einfachsten löschen an die neue Applikation danach zu telechargieren, weil die muss am Anfang Update gehen, der Dienst, wo ein Test fast, die dann aber schon
also die kon schon telechargieren, wann net geht einfach en Depp frischlöden an die Zzweets just den CTU iwwer de Largegeldtesting wo lo Juli sie gucke fir 20. Juni schon können an Marsch zu sehen, der das dat op Fall de CTU probiert zu machen. Für das 4 Nationalfeier der och wann do verschiedene Sachen kente funktionieren, dass dann auch schon den LST für den Datum kennt go. Auf jeden Fall get ops geschafft vu CTUs seit aus für den 20. Juni de Switch kennt so frei wie me organisiert gin. Fanny Kinsch, RTL Radio. Ich wollte fragen, die Leute für wer kann er zu impfen? Wisst ihr schon, wenn ich da dummer Aufwand vernommen wird, die vulnerabel kann er geht? Also wir sind am Moment mit den Zöllen, die ich gesagt habe, also Zilopur-Kriterien. Die nächste Kriterien ist, melden Leute sich für mit lo freiwillig auch mit den anderen Impfstoffen geimpft zu gehen. Die normale Liste geht ja dem Alter weiter auf bei Moderna, aber bei Pfizer. Für mehr Leute sich lo melden, für mit AstraZeneca, mit Johnson geimpft zu gehen, wird man mehr sicher können raufgehen. Wann lo die Sache gesputzt gehen, an die Lieferungen noch kommen, hoffen wir, dass wir für den 15. Juli die Leute bis 18 Jahre invitiert haben. Und da fängt man mit der Kategorie unter 18 Jahre an, da fängt man wie bei den anderen Kategorien verdammt mit den Vulnerablen an. An der Kategorie, an da geht dem Alter auf 18, 17, 16 etc. etc. Aber es ist 15. Juli nicht. Also wie rasch op den AstraZeneca vu ganz viel Leiit weil Armeesche geif méier Jungkleit doch ze impfen. Dat auch ein Akt vu Solidarität am Anfang sich so wann Astra da wie dat Junen méier ka geimpft ginn an de Fett ass van Lo awer bei de Lieferung noch nach gif happeren, da kann net en Juli gin, da wird Ufang August. An dofir weil man auch wissen, dass viele Leute an der Vakanz sind, als wichtig, dass den OTP, wo der eine Invitation geschickt kriegt, für geimpft zu gehen. Aber der kann nicht just am Moment der Pfizer ja auch sein, dass der Risiko ist, dass sie nicht sieht, den Schuss dafür, die ist gut, weil es sind aber im August viele Leute, die 14 und dafür, weil ich wieder gesagt habe, dass den OTP wie lang auch gültig ist, dass Leute nicht gesagt kriegen, oder 3D ist aus dem Hilfeillig, du musst gucken, eine gewisse Flexibilität zu haben, an der Datenvalidität vom OTP, was ist immer der Risiko, dass, wenn die Leute aus der Vakanz zurückkommen, gesagt kriegen, die hat können 4 und 2 Wochen, wann der daheim gewesen wird, kann anschreiben, für geimpft können zu gehen, und das wollen wir wirklich evitieren. Mhm. An die gratis PCR-Test iwwer den Large-Scale-Testing, wie oft kann ich sich da ummelden für Rendezvous zu so oft wie ich will? Okay. Und das ist prioritär, aber wirklich durch für die Leute, die auch nicht gering Covid-Checks sind. Das heißt, für ihn, die 2-mal geimpft ist, außer geht invitiert, der Bitte ist für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, wirklich also einmal überhaupt geimpft zu gehen oder nicht fertig geimpft sind. Weil wenn er bis fertig geimpft sind, wird es wenig wert. Den Zufallsprinzip kann sein, dass aber invitiert geht vom LST, sogar mit 2 Impfungen. Wenn Kinder halt so vorgestellt werden, nicht nach Beruf sie geimpft gehen, das ist ein Zufallsfaktor, der guckt, wie die Repräsentation von der Population auch als mit der Präsenz vom Virus, dafür als das auch eine Möglichkeit, die da ist, mit der Bitte ist für die Leute, die nach nicht am Anfang gering Covid gecheckt Möglichkeit hatten oder haben. Ja, Pierre Eiland 100,7 vielleicht nach eng Präzision, die hat Zölle genannt mit das als Rekapitulation vielleicht denke ich wissen dort dass so auch hat wieviel Leute über euch sind dann Lohner nicht geimpft, aber wieviel Dosisen AstraZeneca und Johnson sind lo oder geschwind disponibel für die dann aufzudecken, die können sich ja freiwillig melden. Also wir haben am Moment wenn ich 12 von den Leuten gucken, die geimpft sind schon heute 12 von 18 bis 54, mir hilft der dich also über 12 von weit geliefert wird. Pfizer bis der 5. Juli 131.000 erfeiert Dose. AstraZeneca 39.800 bis Ende Juni. Schon 12 von Juli nach nicht. Wir wenn man Delo überhaupt nicht mehr benutzen, haben wir hier allein bis Ende Juni 20.000 Leute, die man vielleicht nicht giffen impfen. Moderna 32.400 bis der 15. Juli, an Johnson 12.000 bis Ende Juni. Wir sollten aber von Johnson da 47.000 kriegen. Wir haben am Moment zwischen 18, das heißt, die erlaubt, die Möglichkeit haben, geimpft können zu gehen. Schon ist die 12 Februar gesagt, ich meine, dass 52%, so auf Erhör de Mapper, von den Leuten, die können geimpft sind, die auch schon geimpft sind. Das heißt, par Analogie, dass die eine Dosis gekriegt haben. Dann geht es nach ein ganz Ritsch von Leuten, die dann
40% am Anfang, die nach kein Eichdosis kriegt hun. schon die genau zule lo net haifig können so viel genauer wie in Alter dat auch as du sind ein Grotschuleit, die net wollte geimpft gehen, sind ein Grotschuleit, die auch an dat soll net vergessen lo am neue System vu genesen werden man beim hun eng 30.000 Leute die aber eng Grotschuleit die krank wären die lo ja am Fong aus dem Impfschema für die Zweetimpfung zum Beispiel jo wäschfallen. Für die Zweetimpfungen wäschfallen das ganz schwer lo, weil die Zllen hummer nach net ganz genau an dat muss eben noch nach organisiert gin fir das Leute Sto auch könne melle fir das eng Echtimpfung könne kreme da hummer just 50% von den Dosen die du benutzt gin du werd man an den nächsten 2 Wochen gebe ich einfach so einen besseren Überblick hun wie der Tau durch der Fall ist. Okay, das der 15. Juli die gewünschten Delay bis du hin dat all Mönch iwwer 15. Juli. Okay, ja, eng Invitation soll kreieren. Bis der 15. Juli soll Jitwerin iwwer evitéiert op manst enker evitéiert gesinn, dass man können ufenken um 15. Juli Szenario Optimist, ja? Szenario Pessimist verleiere mat 2 bis 3 Wochen. Szenario Pessimist ass das Lieferungen net so komme wie geplant, an dass ke Mënsch Loden Johnson und AstraZeneca gefohlen. Wat Mailite Loden Johnson und AstraZeneca holen, wat man méiséier mat den moderne Pfizer, weil du geht dem Alter weiter no. Schön ich gesund, mir werden nächst Woche ënner Adresse Schufhenken mat Pfizer a mat moderne an dat sind die dann normal weitergehen an die nächste Wochen. An die anderen net gëtt op freiwillig Basis gemer an du kann net film se go werden allng fir näst woch fir die Leute die Schlo iwwer de Wigard mellen fir op den Lüchten bei Johnson allngmengg den eng 12 oder 14.000 Leute die näst woch van se so gemeldt hunn schon d'Invitationun kreen an och schon fleisch näst woch könne geimpft gin an will schü run erinnern dass die Leute 2 Wochen Dr gering sinn also COVID-Check gering sinn 2 Wochen Dr. Also wir wollen auch ein Zeichen setzen vis-à-vis von jungen Leuten, vis-à-vis von Leuten, die am Moment noch überhaupt keine Möglichkeiten hatten, geimpft können zu gehen. Okay, merci. Ein klein zusätzlich Frage zum LST. Sie der Meinung, dass du vielleicht personell müsst abgestockt gehen, wenn du ein großes Demand gibt, für die Tester machen zu lassen? Nee, das schwer aufschätzbar, weil heute aller Demande lo gëtt mé genécher davon aus, dass der aber vielleicht Mannerwerte sinn, weil man Leute über Invitation incitiert tun, mit immer de besoin lo Manner, weil Situation wirklich gut also man sind Effekt von der Impfung, du behal man just die kleinen Echantillon für die Vue general net zu verleieren. Wir gehen davon aus, dass der toten so Mystik kommen, dass net überlauffährt gehen. Wir wollen de Bilan zeieren an Juli will man auch de Bilan können zeigen, zu gucken, wie der August September auch weitergeht. Man muss das selbstverständlich Test Internet aniwwer Telefon beides geht oder ja da kommen nach Detail aber wie gesagt, dat gëtt die Prozedur das normalerweise wat Internet an die Telefonslin wäre doch net aufgebracht gehen am Prinzip was dat den dieselbechten Modell wie bislo hat. Ich meine Telefonslin wird manner Sinn machen, he immer wirklich bei viel jungen Leute kommen an der Alterskategorie war für allem am Umfang, dass die Telefonslin natürlich viel gebraucht gi von ältere Leute, die net so digitalen erwesen. Okay, merci. Gute Morgen, Thomas vom Tageblatt. Die echt froh den Sit für die Leute ënner 30 Joer ab wenn die erst den der Luft genau verfügbar mat der Auerzeit an das CT auch viel berät, dass den Zitrumfle Simme bricht. Weder gemerkt hunn ich keine Auerzeit ginn. Okay, genau ich keine Auerzeit ginn an den Sit as net fir Leiit der 30 Joer, die Sit as fir Leiit ab Urzing bis no limit. Ja. All die Leute, die lo nach net geimpft die sinn oder net wollten oder net konnten, egal wie an se sinn, wann ze méi wie 18 Jahre alt sind, können op de Sit melden als Impfe.lu werd mo de Moien online go. Okay. Dann eng aner froh das von enger Leserin war es kommt das folgende ist wann ich einen Impftermin hunn und es sind aber wenn enger andere Sache den Dach not gedrungenerweise an der Klinik kann du wennst mein Impftermin net woer wollen. Wat wegen Möglichkeiten hund Leid für dat ze ändern? Das im Fall der Krebspatient, den an der Onkologiestation aus, an der Hotline konnte ihm nicht geholfen gehen. Was das dort Möglichkeit? Hallo, Luder, Schachmatt gesagt, ich so selbstverständlich auf der Hotline rufen, das geht, dann muss man das klären. Okay.
Dat das, mis normalerweise die Informationen aber sind den du kriegst mein gewann eng Ja, ma eben, exceptionell das- Loser dann Ma da mo so dann so Minister dech gut können. Information net froh dir mat minister. dann haben wir dat mat hin. Okay, tipptopp. Dann genau der Di den LST da lo ëmstalt op die also gëtt an lo ëmstalt op die Mkeet sech da gratis testen zu fall sie an net geimpft kont gin. Du hast froh aus den Monitoring Aspekt vum LST, die gëtt dann op den Echantion vun 3000 Leiit pro Wo ungefähr reduziert. Geht dat nach due? Ja, dat geht für den Echantillon durch, das repräsentativ an eng Präzision wann ëmgelot get das net just für die net geimpft sind das einfach op. Ja. Effektiv keine Differenzierung méi, weil wann ins gemacht hat mis am Alter extrem kompliziert gen sucht Volontäit gewicht Mit die Idee, also, dass die Idee, also den Leute die Impfung net hatte können eng Mkeet Genau, ja, ja, ja. Okay, mir Tisch Gin davon aus, dass die Geimpften sech net werte streite für nach PCR-Tester zu machen. Sie froh wann sie machen, wann sie iwwer Invitation am Echantillon mat man schwchten opruf der Schifrin sech dem Spiel enker soll higin mehr am Prinzip mis dat se la fannen. Dat war jo wieder gesot huet keng Prioriséierung vu Berufsgruppen, dat sich Dir wie wéiert dot Navi vun der Ethikkommission. Richtig, okay. Merci.